Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Herzen in Deutschland bewegt: Haustiere. Ob Hunde, Katzen oder wellensittiche Haustiere, sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken. Absolut. Wusstest du, dass in Deutschland etwa 34 Millionen Haustiere leben? Das ist eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass es rund 83 Millionen Einwohner gibt. Ja, und das häufigste Haustier ist die Katze. Ungefähr 15 Millionen Katzen werden hierzulande als Haustiere gehalten. Das überrascht mich nicht. Katzen sind pflegeleicht, brauchen keine ständigen Spaziergänge und sind trotzdem voller Persönlichkeit. Aber der Hund ist auch sehr beliebt. Etwa 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Hunde sind ja auch tolle Begleiter, besonders für Familien. Sie bringen einen dazu, mehr rauszugehen und sich zu bewegen. Genau, und für viele Menschen sind Hunde fast wie Familienmitglieder. Sie bieten Gesellschaft und oft auch Schutz. Neben Hunden und Katzen gibt es aber auch eine Vielzahl anderer Haustiere wie Kleintiere, Vögel und Fische. Stimmt, Meerschweinchen und Kaninchen sind besonders bei Kindern beliebt. Sie sind klein, niedlich und relativ einfach zu halten. Und was ist mit exotischeren Haustieren? Ich habe gehört, dass auch Reptilien und Insekten immer beliebter werden. Das stimmt, auch wenn ihre Haltung oft spezielle Kenntnisse und Bedingungen erfordert. Zum Beispiel braucht ein Terrarium bestimmte Temperaturen und Feuchtigkeitslevel. Spannend finde ich auch den Trend zu urbanen Farmen. Manche Stadtbewohner halten Hühner oder sogar Bienenvölker. Ja, das ist ein interessanter Trend. Frische Eier aus dem eigenen Garten oder eigener Honig sind für viele ein Anreiz. Da stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung. Haustiere bedeuten nicht nur Freude, sondern auch Verpflichtung. Auf jeden Fall. Regelmäßige Tierarztbesuche, artgerechte Haltung und Pflege sind enorm wichtig. Und dann gibt es noch die emotionalen Verpflichtungen. Haustiere können unglaublich tröstlich sein, aber sie brauchen auch viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ich denke, es ist wichtig, sich vor der Anschaffung eines Haustiers genau zu überlegen, ob man bereit ist, diese Verantwortung langfristig zu übernehmen. Absolut. Auch Tierheime sind eine wichtige Anlaufstelle. Dort warten viele Tiere auf ein liebevolles Zuhause. Richtig, und oft sind gerade diese Tiere unglaublich dankbar und anhänglich. Vielleicht eine gute Gelegenheit, mal wieder darüber nachzudenken, wie viel ein Haustier einem zurückgeben kann. Zum Abschluss interessiert mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Erfahrungen habt ihr mit Haustieren gemacht? Teilt es uns mit.